Willkommen zurück, Freunde, hier in Valencia mit allem unseren Truppen, der Truppe der Freien. Oh yeah. In der letzten Folge haben wir hier Kapitel, also zumindest Akt 1 soweit abgeschlossen. Es ging es noch zu Schloss Sophia, um vermutlich noch ein bisschen Story und so. Bevor es soweit ist, noch ganz kurz eine kleine Anmerkung. Erstmal haben wir so ein paar Gedanken gemacht, weil der letzte Part oder generell der letzte Kampf, letzte Kapitel, eher Kampf kann man sagen, hat für meinen Geschmack ein bisschen lange gedauert und ich würde das gerne künftig ein bisschen kürzer machen. Insofern, dass ich halt bei bestimmten Gegnern, die sich sowieso wiederholen, nichts Besonderes sind und so, wo wir auch wissen, da kommt auch keine Cutscene oder irgendwas dazwischen, dass ich dann die Animation ausschalte, damit es eben ein bisschen schneller geht. Aber auch wenn wir so Untote haben und so, also im Prinzip so, ja, Standardgegner war. Das andere ist noch, ja, letztes Mal hier mit dem Tonart Sophia, das Problem mit dem Baron und seinem Draco-Schild. Erstmal ein Draco-Schild, den bekommt man angeblich später nochmal, glaube ich, zweimal kann man noch bekommen. Ist also jetzt nicht so tragisch. Das andere ist, es gibt diverse Strategien, wie man den Draco-Schild vom Baron dann noch bekommen könnte. Eine unsinniger als die andere. Diejenige, die ich finde jetzt rein relativ gut bewährt, ist Slade. Also sprich Slade eigentlich vom Baron entfernen, damit die beiden sich nicht treffen können. Am besten, da kannst du natürlich überlegen, was man machen möchte. Es ist, ja, ich sag's mal so, Baron rauslocken, ihn umkesseln, damit er von allen Seiten ja, halt sich nicht bewegen kann. Also ja, eingeschlossen ist, wenn man so will. Und dann Slade halt oben festsetzen, weil wenn Slade halt verletzt wird, zu wenig HP hat, dann hält er sich automatisch weiter oben wieder. Sprich, entfernt sich automatisch von eigenen Truppen. Und ja, so können wir ihn eigentlich vom Baron ziemlich gut isolieren und Baron davon abhalten, dass er wieder heilt. Das wäre eigentlich eine ziemlich geile Strategie. Ich gucke mal, ob ich das später mal noch, weil ich habe den Speicherstand noch, damit mit der Schlacht so vom Baron und vielleicht zeige ich es irgendwann späteren Zeitpunkt, weil es am Ende des Spiels sind und so, wie man es machen könnte, oder was meine Strategie ist, aber naja, wir machen jetzt weiter mit der Story. Aha, oder so. Huzzah for the deliverance! Thanks to you, the castle is finally rid of those Imperial dastards. Oh, what a joy to watch them run! We're finally free! You have my heartfelt thanks. Truly. Kein Problem, haben wir gerne gemacht. Aber ich habe direkt, ob ich hier am Schloss eigentlich auch mir hochstufen könnte. The Chancellor retreated to his fortress west of the northern forest. He'll be begging Rigel for help now, so he will. What a piece of filth. Leave his men behind to die in his stead. Stimmt, das ist eine Katastrophe. So, prüfen haben wir noch etwas. Da ist eine Tür. Ein imposantes Schloss, dürfen imposante Portale nicht fehlen. Portale? So, Portale ist eine Tür. Und das ist natürlich ein imposanter Teppich. Nochmal, was ist ein Teppich auf und so? Wobei, lieber nicht. Ich würde es auch nicht gerade anraten. Banner. Noch immer zieren sophianische Banner die Halle. Aber man hier, das ist ja Schloss Sophia. So, sonst ja nichts mehr. Dann gehen wir natürlich direkt weiter. Hier werden wir Schloss verlassen. Hier ist die Schatzkammer. Dann gucke ich doch mal. Der Rittertod. Oh, geil. Ein bisschen Wein kann einen schaden. Natürlich nicht. Vorräte. Gerümpel. Da steht Vorräte. Allem sagt von wegen, ne, Gerümpel. Wein aus Ram. Wieder Mistleer. Ja, super. Bereits alles mitgenommen. Sonnenuntergang. Ja, kann ich mitnehmen. Pustekuchen, an schlecht. Hier noch die Vorräte. Okay, okay, lohnt es nicht mitzunehmen. Onyxperle. Was denn das? Also Vorräte nochmal. Interessant, weil jetzt haben wir da interessante Items bekommen. Ja, ist alles interessant. Hä? Erst einmal irgendwie ein Rittertod. Da bin ich jetzt mal gespannt. Lanze besonders gegen einen Ritter geeignet ist. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Stahllanze. Stahllanze hat er plus 4 und so, wenn ich
Ja gut, aha. Warte mal, das ist doof. Eben -2, wa? Das ist nur noch ein bisschen langsamer als vorher. Ich überlege halt, war natürlich Lucas eine Variante. Klar, Lederschild und so, aber der ist eigentlich bei ihm schon ziemlich stark. Und ich würde dann Lederschild jemand anderem geben, der halt auch relativ wenig Verteidigung hat und deswegen mehr gebrauchen könnte. Vielleicht Cliff, oder gebe ich ihm eben den Rittertod? Das ist schwer, sehr schwer. Eisenstein natürlich selbst auch ein bisschen mager, sage ich jetzt mal, aber statt Mana-Card wäre schon etwas Neues, finde ich ganz cool. Hat hier vielleicht ein Ritterschild hier? Ritterschild. Lederschild natürlich, Entschuldigung. Man hätte zumindest schon mal 10 Verteidigung, 8 Resistenz, er könnte auch mehr an die Front gehen. Weil das ist immer so ein bisschen das heikle Magier, ne? Wenn du ihn an die Front schickst, wenn sie immer gleich abgeschlachtet. Bei denen ist klar, sind vor allem Heiler, die bleiben hinten. Also wenn die jetzt weniger Verteidigung zu haben, ist jetzt nicht so tragisch. Clive wäre natürlich eine Variante, jetzt habe ich der Cliff, ne, eben Clive. Clive wäre eine Variante, vor allem ein bisschen mehr Angriffspower und so. Und er ist sowieso langsam. In dem Sinne könnte man ihm natürlich auch einen Rittertod geben oder eben mal so. Weil Lucas, sorry, aber Lucas wird, glaube ich, nie, wirklich nie irgendwie irgendwelche Einheiten halt, ja, überholen. Geschwindigkeit 5, also da doppelt muss schon viel passieren. Deswegen hier Rittertod, der kriegt noch 4 Angriff drauf, hat sowieso viel Verteidigung und dann natürlich als Ritter kann andere Ritter abschlachten. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Überdeuten sie behält die Stahllanze. Nahmen wir hier schon mal coole Items. War ja klar, Silgum, Feamens irgendwie, da fehlt noch ein bisschen was, aber ja, mal gucken. Was wir dann noch alles machen können, nicht wahr? Rostschwillen oder nicht machen, kann ich vielleicht irgendwann noch irgendwie was anderes machen als Resistenz erhöht. Ja, kann ich noch machen, wa? Also sprich verwenden. Schon am ehesten Tobin, weil er natürlich sehr wenig Resistenz, muss man jetzt mal ehrlich zugeben. Ich wäre dafür, das bei ihm zu erhöhen. Wow. Ja, 3, ja, das hat sich gelohnt, also gar keine Frage. Ich gebe doch hier das Mana-Kraut. So, dann kannst du noch anderes Mana-Kraut nehmen. Ich weiß, bin ich wieder hier drin, wo ich eigentlich Story machen wollte und so. Und bereits im ersten Kapitel, etc. etc. Kabikale behält mal das Teil, das nehme ich wieder weg. Lagern. Weil, noch keine Ahnung, wie lange ich die dabei habe. Clive denke ich mal fürs erste schon. Ja, eben Angriff ist cool, der Rest ist eher ein bisschen schade. Naja. Speichern, mal ganz kurz. So, wir haben sonst hier nichts mehr, würde mal sagen, ein bisschen quatschen. That mongrel Desai stole the royal sword when he turned tail and ran. The Regalian Imperial household gave us that sword as a sign of friendship. Das Königsschwert, das klingt doch zumindest eine geile Waffe für Alm. I don't know what use Desai has for it. Oh, it's a powerful sword and no lie. But only in the hands of the right wielder. And that wielder isn't him. Warum? Hat er linke Hände? Haha, versteht ihr, rechte Hände? Ist egal. The Rider's Bane here in the vault makes short work of mounted soldiers. But as it's a lance, only knights and similar classes can wield it. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ein Rittertod. Gegen Ritter, ja logisch, aber natürlich auch gegen so Generäle, einen Baron. Alter, hätte die Waffe so gut vorbereitet. Wieso kommt die erst jetzt? Hätte ich so gut brauchen können vorher. Super. Ich liege gerade noch. Ich war ja vorher eigentlich. Also im unteren Teil. Gehört da irgendwie auch hin. Ich sehe nur gerade, dass irgendwie hier der Aufbau und so ist ziemlich ähnlich wie der vom Südschloss. Oder sprich eher vom Südversteck. Aber es dort versäumt habe, zur Schatzkammer zu gehen. Ich hoffe jetzt mal nicht, wäre es immer peinlich. So, weiter geht's. Friends, may I have your attention? It's true we have made great strides by recapturing the castle. But Chancellor Desai, the man who started all this, remains at large. Ach, den kriegen wir noch. Und sein Draco-Schild, hä?
and the Regalian army yet lingers inside our kingdom's borders. To free Zofia, we must find Desai, slay him, and drive Rigel back for good. Slay him! Slay him! Yes? You are our commander now. We would hear your opinion on this. Oh, right. My opinion. Well, what are our options? We could be defensive, garrison the castle, and wait for Rigel to come to us. Or we could take the fight to them. The choice is yours. I see. You know, until recently, I'd never set foot outside of... This war has been my first glimpse of the kingdom I live in. Unfortunately, I've also seen what it's been reduced to. Needless to say, it's far worse than I'd heard. People are suffering, even dying. But this war, no matter how terrible, has also taught me something. It taught me that when we stand up and fight, we help those people. I don't want to stop helping them now. I want to press on and make as much of a difference as I can. I know this probably sounds empty, maybe even mad. But I think we should keep fighting until we've taken back all of Zofia. So then, will you stand with me? Will you stand and fight? What kind of question is that? Of course we will, silly boy. Then it seems the matter is settled. The Deliverance shall march. We will put Desai down and scatter the Regalian army to the four winds. Yeah! Wow, that gave me goosebumps. Not bad, no. Were you even listening to a thing he said? Your goosebump giver just declared war on the whole damned empire. I know, but I think it was a nice speech. Wait, he did what? No, come on, this isn't war, Gray. He's just going to kick them out. Right, and then Emperor Rudolph will just send a fruit basket to apologize. Come on, Tobin. You can't be so thick that you don't see what's coming. What? Stop staring at me. It's creepy. You knew it would come to this, didn't you? When you agreed to join the Deliverance, I mean. Oh, come now. You're the one who said all those years ago that Ulm was different from us. You knew he was going to do something like this one day. I'm not a prophet, Tobin. All I meant was that he's different. Well, you were onto something no matter what you meant. Because now we're starting to see that he's much bigger than we are. I'm proud of him. But I'm also going to miss him. Oh, brother. You poor kid, Tobin. Hä? Er wird uns fehlen? Oder er wird, also sprich, Alm wird Tobin fehlen. Warum? Geh ich jetzt alleine weiter? Was ist los? Da will wir jetzt nicht mehr ankotzen. General Mycen was a magnificent man, but King Lima never did like him. Of course, he never liked much of anything besides his wine and women. I wager Desai looked upon the general as an obstacle of sorts, too. Because after he murdered the king's children, he pinned it on Sir Mycen. You'd have been daft to believe such a thing, of course. Which is precisely what the king did. Or perhaps he just saw it as an excuse. Regardless, Mycen was found guilty and banished. He's lucky he wasn't hanged. Interessant. They say all of King Lima's children are dead now, so they do. Oh, but I've heard tale that one of them still lives. Her name was Antes, Princess Antes. Juicy bit of gossip that, eh? Story goes, the villa she lived in was set to blaze some 10 or so years back. Folks thought she burned to cinders, but you know how tongues like to wag. Could be some brave soul up and saved her. Wonder where she ended up if so. Ja, das dürfte wohl Celica sein. Princess Antes had a brother from a different mom, but they were still close. After that fire at the villa, however, neither body was found. I often dreamed that at least the princess managed to escape somehow.
Warte mal, ja, ich weiß, Alm ist ja eigentlich offiziell der Enkel von Meißen, aber da gab es schon einige, die ihm gesagt hätten, nee, Meißen hat ja gar keine Kinder, beziehungsweise eben auch Enkelkinder. Das war, glaube ich, auch Slay, beziehungsweise der Baron, der irgendwie so, und glaube ich auch der andere, der mit Fernanda abgehauen ist in den Norden. Könnte es vielleicht sein, dass der Halbbruder von Celica, falls eben doch Celica ist, dass das Alm ist? Nur mal so eine Theorie. Wer weiß schon, wa? Audienzhalle, Treppen. Gehen wir mal in die Audienzhalle und guck mal da. Well, if it isn't the good men and women of the Deliverance. I was hoping I'd run into you. Please, allow me to welcome you to the castle. I served Zophia's king for many years, you know. If you need anything, just ask. Thank you. That's very kind. This is my first time here, so I'll admit to feeling a bit lost. My grandfather, Sir Myson, spoke of it on occasion, but... Sir Myson, the Zophian general? Yes, that's the one. I'm his grandson, Alm. He lived in this castle long ago, didn't he? Well, yes, but how very odd. I knew the general quite well, and he had neither wife nor child. Huh? I beg your pardon, good sir, but that simply cannot be the case. Alm is most certainly related to... No, I assure you, General Myson told me himself. I have no family, he said. Clear as day it was. But wait... If I'm not... Pay him no mind, Alm. The old man's probably just confused is all. It was a long time ago. Yes, that must be it. Oder was, wenn es tatsächlich so ist und Alm vielleicht sogar der Prinz ist? Der Prinz Sophias? Wer weiß. Wow, sehr spannend. Rettet die Alm ganz schlecht. Nö, ich würde sagen, das ist eine coole Idee. Ich meine, wenn meine Theorie stimmt und du der Kronprinz bist, warum nicht? Wobei, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe eigentlich Alm und Celica nicht unbedingt als Geschwister gesehen, sondern eigentlich eher als Liebespaar. Da wären schon ein bisschen schräg, aber blop. Mal abwarten, wenn wir alle Informationen haben. Commander Alm, you're just in time. Warum? Please proceed up these steps. Okay, okay. A visitor is waiting for you up on the balcony. Ist vielleicht Celica? A visitor? Who is it? I'm afraid I cannot say. Go on and see for yourself. Ach, der ganze Part nur quatschen, erinnert mich in einen Prolog zurück. Nee, also Part war teilweise auch so. Alright then. Ja, vielleicht immer so, wenn ein Kapitel beginnt oder endet, dass viel gequatscht wird. Könnte natürlich auch sein. So, reden nö, wir können ein bisschen umgucken, vielleicht übersehe ich noch etwas. Eine Menge Asche ein, eine Menge Asche ein. Der Boden, gewinnert wie geputzt. Ja, sage ich ja. Gut, dann gehen wir nach oben. Entweder Celica oder vielleicht Sir Myson. Ich wusste es doch. It's good to see you, boy. Grandfather, what are you doing here? I have my reasons. Look how far you've come, Alm. You're a man grown now. You've been through quite a bit since leaving the village, haven't you? I suppose. But, Grandfather, I'm sorry I never said goodbye or thanked you for all you did for me. I still feel guilty about that. But I think I made the right choice. I'm the commander of the Deliverance now. And together, we've already liberated the southern outpost and this castle. So you see... I didn't come here to pick apart your actions, Alm. I came here to ask you a single question. Are you ready? Am I ready? Indeed. For once you march on Rigel, you place yourself in the hands of destiny. You won't be able to stop the events that unfold. No one will wish you well. Many will even try to stop you. Unexpected tragedy is sure to follow. That is the price of what you are about to undertake. So I ask again,
Are you ready to take the lives of others into your hands? Are you ready to shoulder all of their burdens, their desires? And are you ready to fight and bleed until Zofia and all of Valentia is saved? I am. I know I may be in over my head, and I still have much to learn. But when I say I will fight for my kingdom, I will fight for my kingdom. No one will stop me. Nothing will break me. I'll see it through to the very end. Very well. I've seen that look before. Must run in the blood. Huh? What do you mean? You'll understand in time, boy. Say, that reminds me. This old man downstairs was saying some strange things. He told me... Huh? What's that noise? Well, well. The people have gathered to get a look at their new hero. You should go greet them. Whoa. Burn this memory into your heart, boy. These are the people whose burdens you will carry the rest of the way. Remember what lies upon your shoulders. And so it was that Zofia Castle was liberated from Desai's clutches, causing the Zofian people to greet their new hero with raucous cheers. However, what Alm did not and could not know was that his victory here was but the prelude to a longer and far more bitter conflict. Hyperial tidings, Emperor! The rebel army has taken back Zofia Castle. And what of Berkut? Sire, Lord Berkut withdrew and rejoined with the main force. Pathetic. Pathetic. A Regalian knight. The Emperor's sworn defender, scurrying away like a rat. My Arcanists would never have painted so sorry a picture. Hold your tongue, Master Jeddah. Why should I? I merely speak the truth. You said the leader of this deliverance is named Alm, correct? Yes, Emperor. He assumed command after Sir Clive of the Knights of Zofia stepped down. Did he now? Das sieht hier richtig übel aus, Freunde. Und wie übel es genau sein wird und was wir noch alles über Alms Vergangenheit, über Selikas Vergangenheit erfahren werden und was Lord Meissen da, also Sir Meissen, ja im Prinzip Großvater, mit dem Gesichtsausdruck und so meinte, das will es mehr erfahren wir vielleicht sogar schon in der nächsten Episode wieder hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis dahin, ciao zusammen.